Bei diesem wichtigen Thema will mir als ADR für dich darüber aufmerksam machen, dass wir weg vom kategorisierten Denken wollen kommen. Frauen und Männer müssen für Gesetz gleich behandelt gehen. Weil es sich um ein ganz komplexes Sujet handelt, kann ich am ignoriert nicht auf alle Guten die verschiedenen Aspekte von dem Typ Gewalt angehen. Was ist sexualisiert Gewalt? Wo fängt sie an? Wo hält sie ab? Schändliche Aktionen in dem Kontext, die meistens mit Begriffen wie sexueller Missbrauch, Harcèlement sexuell oder sexuellen Übergriff bezeichnet. Hier geht es immer um Grenzüberschreitungen, nicht viel um Sexualität, mir vielmehr um eine Form von Machtdemonstration. Der Begriff sexualisiert Gewalt ist nämlich extrem fluid und unterliegt kulturellen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Das zu Recht darüber hingewiesen gehen von meinen Vorredner auch, dass Schulen an heise besonders Lycée gemeint bislo keine Obligation hun Kanner an die Jugendlichen für das ganz brisant Thematik zu sensibilisieren. Dafür treten wir dafür an, dass alle Formen von der Gewalt an der Schule sollen thematisiert gehen, für dass Schüler frühzeitig erkennen, welchen Impact des Formen von Gewalt auf das haben. Gerade wie dadurch gezielt Präventionsarbeit mit den Jungen gemacht werden muss. Herr Präsident, die Damen und die Herren, uns ist es wichtig, dass für allem die Frauen hier im Land keine Angst müssen haben, für einen Plan zu machen, was sie anfangen. Das aus Angst stigmatisiert zu gehen. Fakt ist, dass heute zu Lützeburg an den letzten Jahren nicht just Fälle von sexualisierter Gewalt an Blut gegangen sind, aber auch generell Alltakte von Gewalt. Für das zu ermauern, zitieren ich Zahlen vom Stadtdeck, waren am Jahr 2010 am Ganzen nach rund 2600 Gewaltinfraktionen, so gibt es 2023 schon über 4700 der Fälle. Das ist leider eine Tendenz, die weiter an Blut geht. Überdems weisen an anderen europäischen Ländern Statistiken, dass Täter DAX aus fremden Kulturkreisen immigriert sind. Wir bedauern, dass zu Lützeburg keine so Statistiken gefordert gehen. Für uns wird das Problem aber auch klar mit Immigration zu dienen. Wir als ADR setzen uns gegen alle Formen von Gewalt und Kriminalität an. Wir wollen, dass Lützeburg, wird laut Eurostat zu einem von den unsichersten Ländern in Europa gehört, zu einem von den sichersten geht. Das ist also, liest Eurostat, wir fordern dafür, geht um Gewalt und Kriminalität. Wir fordern dafür weiter, dass die Bekämpfung von der Gewalt verstärkt wird. Kriminelle und andere Gewalttäter müssen sehr streng bestraft gehen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, die schlimmste Form von sexualisierter Gewalt ist ganz sicher Vergewaltigung. Es gibt viele andere Formen von sexualisierter Gewalt, die unter Umständen gerade so eine verheerende Wirkung können haben wie Viol. Ich will auch ein paar konkrete Beispiele durchlegen. Zwangsprostitution. Für uns ist klar, dass die bestimmte Formen von Prostitution aktiv bekämpfen muss und noch alles erholen muss, für dass Personen, die an diese Prostitutionsformen verstrickt sind, aus ihrer menschenunwürdigen Situation herauskommen. Prostitution von Minderjährigen, Beschaffungsprostitution, also Prostitution von Drogierten, und eben auch Zwangsprostitution. Obwohl zu Lützeburg Prostitution überall zu finden ist, wird dieser Gesellschaftsbereich oft tabuisiert und die betroffenen Leute schaffen zum Teil ohne legale Kader, was Tiere groß abmischt für alle Sorten von Missbrauch. Falschausschuldungen. Ja, auch Falschausschuldungen sind eine Form von sexualisierter Gewalt. Seit 2017 wird unter dem Hashtag MeToo weltweit auf sexuellen Übergriff an der Hauptsache von Frauen hingewiesen. Das Debatte wird mittlerweile auch zu Lützeburg ganz grundsätzlich vorgeworfen, ob es hier am Land weit verbreiteten Alltagssexismus besonders gegen Frauen geht. Am Ausland hieven sich auf alle Fälle die Fälle von Männern, die am Kontext von der MeToo-Debatte unschuldig angeklagt oder diffamiert wurden. Ganz aktuell geht es in Deutschland zum Beispiel der Fall Stefan Gelbach bei den Gringen. Er hat sich Vorwürfe von sexueller Belästigung am Nachhinein als unwahr herausgestellt und hat als Ziel für den Herrn parteiintern zu schwören.
Dat gëtt awer so och reportéiert Madame Tanson. An dann erinnern ich auch haim und den Fall vun engem DP-Regierungsmember dem Claude Meich fir net ze nennen, die an engem Restaurant an der Staat eng Frage schlo soll hunn. Bis haut wëssen Leiit am Land net, op de Minister op der Platzpublik, vis-à-vis vun der Fra tatsächlich handgreiflich gin ass. Och van den Herr Meich net verurteilt gouf as et sicher, dat sei Ruf dorennner geliden huet, weil die Affäre öffentlich gouf. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ich komme zum Schluss. Wir sind der Meinung, dass Frauen und Männer von der Justiz gleich behandelt müssen gehen am Fall, wo sie einen Akt von Gewalt gemacht haben. Und als RDR machen wir auch keinen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau Viktim ist, dem nur als Gewalt immer zu verurteilen, als streng zu bestrafen, egal wie ein Tafel ist. Das ist so nicht merci.